Ja, wisst ihr noch, wo wir gesagt haben, dass wir vielleicht nächstes Mal in Richtung See gehen? Und heute ist es tatsächlich so weit. Nathalie und ich gehen auf eine Ruderfahrt. Und cool, bist du daheim mit dabei? Hey, warte! Hey, komm mal, Bro, du kannst gerade da sitzen. Hey, da! Hey, mega schön da draussen. Gell? Aber was macht eigentlich der Knüssi so? Wie geht's ihm? Hey, stimmt. Hey, wir wissen im Fall selber gerade nicht, was er momentan macht. Aber weißt du was? Schauen wir doch schnell. Vielleicht kann uns geschwind irgendetwas darüber sagen. Hey, sicher, mega cool. So, Gruppe Knüsli. Wir sind jetzt da. Mühsam. Wir sind jetzt da vor dem Machu Picchu. Der Machu Picchu. Schapperlot, der Schirm ist irgendwie letz. Also, der Machu Picchu. Der Machu Picchu ist ein Sind jetzt das so die berühmten Pyramiden von Machu Picchu? Ja, genau da hinten. Aber schau, ich bin jetzt gerade um die Reisegruppen instruieren. Jetzt Ja, musst aber du ich ein will bisschen doch auch ruhig wissen, um was das geht. sein. Ja, dann erklärt es. Also, geschätzte Damen und Herren, der Schirm ist mega mühsam. Kannst du den mal heben? Ja. Also, geschätzte Damen und Herren, der Machu Picchu. Nicht umspielen, der Mig. Excuse. Hey, geschwind. Wir brauchen das Geld von dieser Reisegruppe, sonst kommen wir nicht mehr zurück in die Schweiz. Ja, gut. Also, geschätzte Damen und Herren, der Machu Picchu ist die südamerikanische Pyramide. Machu kommt, ist südamerikanisch und heisst so viel wie Dreck. Das sind in dem Sinne die dreckigen Pyramiden. Machu. Oder so, irgendwie so. Der Machu Picchu, der ist von ägyptischen Einwanderern erfunden worden, wo im 19. Jahrhundert mit dem Flugzeug Amerika entdeckt haben. Der Pilot, der sogenannte Kolumbus, ist auch der Namensgeber vom Nachbarland Kolumbien. Ja, so ist es etwa. Ja, und wie hat man denn die Pyramide übrig genommen? Keine Frage bitte. Fragen bitte erst, wenn sie gezahlt haben. Hörst du auf? Ja, aber musst mich doch nicht- du kannst doch diesen Leuten nicht einfach irgendeinen Kabis erzählen. Ja, aber ich weiss doch nicht, wir brauchen das Geld. Ja, aber du kannst doch nicht sagen, der Kolumbus war ein Pilot. Das weiss ja jeder, dass das ein Schiffsfahrer war. Ein Schiffsfahrer? Ja, Ich sag der ist mal- der Erste, der über den Ozean gefahren ist. Und er hat gemeint, er sei in Indien angekommen. Aber das mit Kolumbien stimmt. Nein, das stimmt auch nicht. Aber schau, wir müssen weitermachen. Irgendetwas Ja, Interessantes. komm, dann erzähl noch mal etwas. Geschätzte Zuhörer und Zuhörerinnen von der Reisegruppe. Hey, schau, du kannst schon etwas über das erzählen. Weißt du, was das ist? Ja, da bringe ich schon etwas an. Wie ein Gummibärli. Das ist sicher kein Gummibärli. Meine Damen und Herren, früher haben die Indianer hier im Urwald gejagt mit Pfeil und Bogen. Da vorne sehen Sie einen sogenannten... Das ist ein Pfeil, oder? Ja. Ein Pfeilgiftfrosch. Der Pfeilgiftfrosch hat Gift in seinem Körper und ist in dem Sinne, wenn er aufgespießt worden ist, hat er Pfeilgift bekommen. Das sieht einfach echt aus wie ein Gummibärli. Ja. Willst du es jetzt probieren? Meinst du? Ja, wenn es giftig ist. Ja. Wenn nicht wagt, dann nicht gewinnt. Das ist wirklich ein Gummibärli. Ja, aber wieso, was ist denn das für ein Pfeil? Made in China. Das ist einer von China. Ja, aber ist das ja gar kein indianischer Pfeil? Äh, Nein, komm, wir müssen etwas anderes probieren. die Leute sind eh schon weggelaufen, weil du immer so dumm dazwischen gefragt hast. Mühsam. Da machen wir einmal etwas. Einmal. Aber ich habe eine Idee. Sapperlot. Jetzt haben wir da so ein Reisegrüppli gehabt. Und alle sind weg. Aber ich weiss jetzt warum.
Ich hatte den Hut nicht angehabt. Eine gute Reisegruppe braucht einen Reiseführer mit Hut. So. Aber jetzt hatte ich eine neue Idee gehabt, zum Geld zu verdienen. Tun wir das Hütchen mal hier anlegen. Jetzt tun wir mal ein bisschen peruanisch oder ein bisschen südamerikanisch anlegen. Und dann verdienen wir da schön Geld. Jawohl. Ui, ui, ui. So, Deli. Jetzt sehe ich so richtig. Ui, jetzt ist der Hut noch runtergeplumpst. Wo ist der Hut? Ei, ei, ei. Ah, da. Sehr gut. So, jetzt sehe ich mal aus wie so ein Südamerikaner. Jetzt mal noch Holla Holla. Ah ja, das funktioniert auch. Wo ist jetzt das geschwind wieder? Er heisst zwar geschwind, aber er kommt nie geschwind. Geschwind! Geschwind! Aber du, Knüsli, jetzt hast du doch gesagt, du hast mir etwas Passendes paratgelegt. Ja, und was muss ich sehen? Etwas, das überhaupt nicht zusammenpasst, überhaupt nicht zu mir passt. Aber ich habe den Poncho paratgelegt. Ja, aber das war kein Poncho. Ja, aber dann nimmst du einfach so einen Teppich, oder was? Ja, du hast mir da ja irgendein Bärenfell angelegt. Das bin nicht... Aber dort hinten hat es keinen Poncho gehabt. Ich kann nicht diskutieren. Nein, dort hinten hat es keinen Poncho. Was ist das Hütchen? Ja, du siehst auch dort hinten gelegen. Und du nimmst einfach... Ja, was soll ich denn sonst anlegen? Hast du rechts vom Bananenstand geschaut, wo ich gesagt habe? Ja. Bist du sicher, dass du nicht das links genommen hast, das andere ja, rechts? Ich selber schauen. Nein, ich kann, schau, wir müssen jetzt das Geld verdienen. Jetzt machen wir da die Strassenmusikernummer, verdienen Geld und dann reisen wir zurück ja, in die Schweiz. Ja gut, dann halt, hä? Achso, du musst anstimmen, hä? Also da, ich gebe dir mal einen Ton. Ton. Gib mir nochmal einen Ton. Das funktioniert. So, wir fangen da an, hä? Also, hä? Zuerst mal ein bisschen melodiös einstimmen, hä? Sehr schön geschwind. So schön. Wow. Wo hast du das gelernt? Ja, weißt du, wenn ich noch jung war, hatte ich noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, Ja. um so Sachen lernen. Aha. Da bin ich in eine Musikschule gegangen, da hat mir ein Lehrer beigebracht. Du, das inspiriert mich zu einem Lied. Spiel weiter. So, jetzt. Mache ich jetzt wieder das Einspiel, hä? Sehr gut. Ah, Gracias per la monedas, ja. Gracias. Hey. Was heisst das? Gracias per la monedas? Ja, die Geld nicht da. Ah, dann sagen wir Danke fürs Geld. Danke sagen. Sehr gut. Dass ich es auch verstehe. Danke dem Fall. Gracias, hä? Also, ja. Gut. Tun wir wieder Machen wir runterkommen. Genau, nochmal Ja. tief durchschnaufen. Also. Nochmal die Ich bin Knie. bereit. Gracias per la monedas. Gracias, ja. Danke. Ja, gracias, du. Ja. Aber das ist ja mühsam. Komm, jetzt fangen wir definitiv an. So. Also, hä? Gibt es nochmal einen Versuch? Ja, 1, 2, 3. Gracias per la monedas. Gracias, ja. Danke vielmals. Hey. Stopp mal. Wir sind da am Singen und es geht doch nicht, dass wir dauernd unterbrochen werden. Wir machen doch auch nur unseren Job. So, jetzt fangen wir an. Also, ja. Probieren wir es nochmal. Also, 1, 2, 3. Gracias per la monedas. Gracias. Danke vielmals. Vielen herzlichen Dank. Aber ich habe jetzt ja gar nicht klimpern gehört. Das war ein Nötchen. Du weißt was, das bringt doch nichts. Wir haben jetzt genug Geld, wir kommen eh nicht zum Singen, weil jemand etwas reinschmeißt. Komm, wir gehen. Wir hauen jetzt zurück in die Schweiz. Also gut. Ehrenwort. Alles so erlebt. Hey, unglaublich! Aber nicht nur der Knüsi erlebt so krasse Sachen, sondern letztes Mal haben wir eine Geschichte gehört, dass hat IWD oder Gladys, wie sie vorher geheißen hat, mega krasse Sachen erlebt. Und sie war auf der Flucht und jetzt wollen wir mal hören, wie das dort weitergeht.
Ja, was habe ich da? Das sind meine Wanderschuhe. Ja, ich weiß. Sie sind nicht ganz so sauber. Man müsste sie wieder mal putzen. Also wenn es mal langweilig wäre, könntest du zu mir heimkommen und meine Schuhe putzen. Aber was es dafür auch bedeutet, ich brauche es oft, oder? Die sehen richtig gebraucht aus. Die haben schon viele Kilometer gemacht. Ich bin schon viel wandern. Vielleicht denkst du jetzt, was wandern? Ich weiss nicht, wie würdest du reagieren, wenn jetzt deine Eltern kämen und sagen, so, heute machen wir eine Wanderung von morgen bis zum Abend. Was? So, nein, wandern, nein, bitte nicht. Für dich ist Wandern doch so etwas Schönes. Also mit Wandern, ich meine natürlich Wandern so richtig in den Bergen. Nicht nur so ein bisschen in den Hügeln, sondern richtig in den Bergen, wo es Fels hat, wo man über die Steine kann, so schmale Wege. Ich kann dir sagen, das ist ein super Erlebnis jedes Mal. Ja, die IWD, sie hat ja auch eine Wanderung geplant. Aber ihre Wanderung war nicht, weil sie Freude hatte, weil sie mal etwas anderes machen wollte, sondern sie musste gehen. Sie musste weggehen. Sie war dort in diesem Ort mit all ihren Kindern, 100 Kinder. Vielleicht weisst du es noch, 100 Kinder hat sie dabei gehabt und sie hat gewusst, sie kann nicht dort bleiben, sie müssen weg von dort, das ist unsicher. Die Japaner, die Feinde von China oder von den Chinesen, die können jeden Moment kommen. Sie können nicht dort bleiben, sie müssen weggehen. Sie müssen flüchten. Es hat zwar viele oder einige Leute gegeben, die haben ihr abgeraten und gesagt, nein, du kannst das nicht machen. Du kannst nicht über die Berge, das ist viel zu gefährlich. Ihr schafft das nicht. Aber sie hat gewusst, es gibt keine andere Möglichkeit. Ich muss das machen. Ich muss gehen. Und so hat sie sich aufgemacht. Mit allen 100 Kindern. Sie hat sich vorbereitet. Und sie sind losmarschiert. Ich denke, am Anfang sind sie recht fit gewesen. Sie haben gut mögen. Sie sind vielleicht auch noch im zügigen Tempo gelaufen. Aber schon bald sind die Beine müde geworden. Und sie sind nicht mehr so schnell vorwärts gekommen. Aber sie müssen weiter. Sie müssen gehen. Und auf in die Berge rauf. Oben weit drüber. Sie haben gewusst, unser Ziel ist Siam, eine Stadt, die recht weit weg ist, irgendwo an den Bergen. Sie haben auch ein Ziel gehabt, wo sie gewusst haben, wo sie sich daran heben können. Sie haben gewusst, wir müssen einfach über den geilen Strom gehen. Der geile Strom, das ist, gerade wie du da hinten siehst, ein Fluss gewesen. An einem Fluss kann man sagen, ein Strom, der einfach so fließt. Und geil, wahrscheinlich hat oft die Sonne von oben so schön reingeschonen und dann hat es, wenn man so von oben geschaut hat, hat es so richtig geil geleuchtet. Darum hat man dem geilen Strom gesagt. Und sie haben gewusst, wenn wir über den geilen Strom sind, dann sind wir in Sicherheit. Es ist zwar dann noch nicht das Ziel, wo sie mit her, aber dort sind sie schon mal sicher. Aber eben, bis sie dort waren, war eine weite Reise. Sie haben weit einige Berge vor sich gehabt. Nicht einfach nur am Morgen ein bisschen rauf und nachher wieder runter und es ist vorbei. Nein. Sie sind gelaufen und gewandert und rauf. Und die ersten Kinder haben schon bald einmal angefangen zu jammern. Das sind eben, ich habe gesagt, 100 Kinder von ich weiß nicht, wie gross oder wie alt die Jüngsten waren, vielleicht 3, 4 und die Ältesten 15, 16. Also auch die grösseren Kinder, die haben den Jüngeren müssen helfen, haben sie müssen tragen, haben sie müssen ziehen an der Hand. Und Gladys oder David sowieso, sie hat immer ein Kind bei sich gehabt, entweder an der Hand oder auf dem Rücken, vielleicht sogar auf den Schultern oben. Es war sehr anstrengend und eben die einen Kinder schon angefangen. Eiwede, ist es noch weit? Eiwede, ich habe Hunger, ich habe Durst. Eiwede, müssen wir noch weit laufen? Eiwede, ich mag nicht mehr. Eiwede, können wir nicht eine Pause machen? Eiwede hat gewusst, es passiert, wir müssen weiter. Aber komm, wir machen eine Pause. Wir sitzen da. Sie hat alle ihre Kinder zusammengerufen und gesagt, komm, wir singen ein Lied für unseren Gott. Oder zum Teil hat sie gesagt, komm, ich tue euch eine Geschichte erzählen. Und so sind die Kinder wieder ruhig geworden, haben ein bisschen ausruhen, aber schon bald haben sie wieder sich aufmachen und weiterziehen. Aber am Abend eben, ist es nicht einfach fertig gewesen. Nein, sie sind irgendwo am Wegrand oder wo es passt hat, wo sie ein bisschen Schutz hatten, unter Bäumen oder vielleicht unter einem Felsen, haben sie ein Plätzchen gesucht, wo sie übernachten können, haben dort geschlafen und dann mussten sie weiterziehen am nächsten Tag. Und so ist es gegangen, Tag für Tag. Es hat wirklich kein Ende nehmen.
Berg rauf, dann wieder ein bisschen runter, wieder rauf, wieder runter. So ist es gegangen. Und ja, die Kinder haben wahrscheinlich wieder Zeit aufgegeben, um zu fragen, ist es noch weit? Weil David hat einfach gesagt, wir müssen einfach laufen. Kommt, noch ein bisschen weiter. Kommt. Hat sie ihn wieder versucht zu ermutigen, durch Geschichten erzählen, durch Lieder singen und so weiter. Stell dir vor, die sind etwa 12 ganze Tage und 12 Nächte unterwegs gewesen. Und dann sind sie an einen Punkt angekommen, wo sie nachher eben oben runter gesehen haben. Und unten, was haben sie gesehen? Genau, sie haben den geilen Strom gesehen. Ich weiss, da unten sieht es eher grün aus. Aber sie haben den geilen Strom gesehen, wo die Kinder das gesehen haben. Sie haben angefangen zu jubeln. Ja, der geile Strom. Wir sind in Sicherheit. Aber nein, noch lange nicht. Sie müssen zuerst nicht dort runter. Und dann, eben, ich habe gesagt, der geile Strom ist noch nicht das Ziel. Das ist noch nicht das weiße Haus, das sie auf Siam hätten wollen. Das weiße Haus, eben ein Haus, Leute, die Kinder aufnehmen, die keine Eltern mehr haben. Und die Eltern sind ja oder die Eltern von diesen Kindern sind ja alle im Krieg jetzt schon gestorben. Darum müssen sie in das weiße Haus. So sind sie runtergekommen zu dem Fluss, zum geilen Strom an. Und hat dort auch schon ein Dörfli gehabt. Aber das Problem war, bei diesem Dörfli, sie haben niemanden gefunden. Das ist ja gar kein Mensch. Überhaupt niemand ist da. Was ist auch los? Das gibt es doch nicht. Wo sind denn all die Leute? Ja, sie haben wirklich gesucht, mit Häusern, haben nach zu essen gesucht. Die hatten ja immer sehr Hunger gehabt. Aber sie haben keinen Mensch gefunden. Sie haben es fast nicht fassen. Was ist denn los? David hat dann die Kinder am Fluss zu, hat gesagt, sie sollen dort hinsitzen und ein bisschen ausruhen und Pause machen. Und sie selber ist ein bisschen weitergegangen, ob sie wirklich niemanden finden. David hat es wirklich fast nicht fassen und hat sich gefragt, warum das? Sie ist dann am Fluss entlang ein bisschen weiter raufgelaufen und dann gleich entdeckt sie vorne ein paar Menschen. Oh, schau, dort hat sie gleich Menschen. Als sie dann aber näher kam, hat sie gesehen, das sind Soldaten. Aber zum Glück die chinesischen Soldaten sind es. Und wo die dann zu der Ei wieder gekommen sind, haben die fast nicht fassen. Was machen sie denn da? Alleine, so als Frau, was machen sie denn? Sie müssen schon lange fort sein von da. Und sie hat ihm erzählt, sie kommt von den Bergen. Und vor allem hat sie gesagt, sie ist ja gar nicht allein. Ich bin mit 100 Kindern da. Was? Mit 100 Kindern? Das gibt's doch nicht. Ihr dürft überhaupt nicht da sein. Die Soldaten wären schier hinausgefallen, als sie das gehört haben, dass mit 100 Kindern Teil wieder über die Berge gekommen ist. Aber von diesen Soldaten hat sie dann auch erfahren, warum das Dorf ausgestorben ist. Eben. Weil sie jeden Moment da die japanischen Soldaten erwartet. Und das wäre nicht mehr gegangen, dass die Leute dort bleiben können. Das wäre viel zu gefährlich gewesen. Darum mussten alle von dort weg auf die andere Seite des Flusses. Aber das hat ja David auch wollen. Und dann hat sie aber auch erfahren, dass das Boot oder so eine kleine Fähre, die über den Fluss gewesen wäre, eben auch nicht mehr fährt. Eine riesige Not ist über David gekommen. Und in dieser Not hat sie eigentlich nur eins machen. Sie hat nur zu Gott rufen. Sie hat nur ihn um Hilfe bitten. Und sie hat gewusst, dass Gott sie nicht allein lässt, dass Gott sie nicht im Stich lässt. Aber dass sie auch ihm die Not sagen soll. Und sie hat nur zum Herrn, zu Gott betet, zum lebendigen Gott. Hat ihn gebeten, dass er hilft, dass er einen Ausweg schenkt. David selber hat auch nach einer Lösung, nach einem Ausweg gesucht. Aber sie hat nicht gewusst, was. Sie hat keinen Ausweg mehr gesehen. Aber du darfst wissen, Gott hat immer einen Ausweg. Es gibt also Strassen, wo Sackgasse angeschrieben ist. Das bedeutet, die Strasse irgendwann geht die nicht mehr weiter. Du musst wieder kehren und zurück. Und das ist wirklich kein Ausweg. David mit den Kindern sind wieder so in einer Sackgasse hinein. Sie nicht mehr weiter. Aber Gott hat selbst in einer Sackgasse einen Ausweg. Für ihn gibt es kein Ende. Er weiss immer eine Lösung. Er kann immer weiter. Und darum vertraue dem Herrn. Vertraue in allem dem Herrn. Vielleicht hast auch du Sachen, die dir Not machen, die schwer sind, die Probleme sind. Vertraue Gott und bitte ihn um Hilfe. Ich habe die Bibel dabei. Und in einem Vers heisst es da, vielleicht kennst du sogar, Psalm 23. Dort steht im 4. Vers:
Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ja, ein finsteres Tal ist da gemeint, eben wenn es schwierige Zeiten sind, wenn es Probleme gibt, dann ist Gott da, dann ist er durch seinen Sohn Jesus da. Er hilft und er tröstet wieder. Und das hat auch Gladys wissen. Am nächsten Morgen dann ist ein Mädchen, etwa 13-jähriges Mädchen, zu der IWD gekommen. Die hat irgendwie gemerkt, dass es IWD nicht gut geht. Wahrscheinlich hat sie auch gewusst, wieso. Und sie hat zu ihr gesagt, IWD, kannst du dich nicht erinnern, die Geschichte, die du uns erzählt hast, von Mose? Der Mose ist auch vor einem Meer gestanden, oder vor einem Meer gestanden, nicht nur am Fluss, vor einem Meer gestanden. Mit dem ganzen Volk Israel. Und sie haben auch dort durch. Gerade wie wir. Und was ist passiert? Gott hat das Wasser auf die Seite getan und sie alle können durch. IWD, du hast uns das erzählt. Glaubst du uns das denn nicht? IWD sagt, mal klar glaube ich das. Ja, aber eben, wieso gehen wir denn nicht einfach durch? Das Kind hat wirklich ganz auf Gott vertraut. Aber die IWD hat zur Antwort gegeben, ja weisst, Sulan, ich bin doch nicht der Mose. Nein, die IWD ist nicht der Mose. Aber Gott ist immer noch Gott. Er ist der gleiche. Und was er früher hat können, das kann er auch heute noch machen. Und die IWD hat sich das überlegt. Stimmt. Auf Gott ist wirklich Verlass. Er kann alles machen. Er hat alle Macht. Wenn er etwas sagt, dann passiert das so. Wenn er das Volk Israel durch das Meer durchführen, dann wird er auch uns, mich und die 100 Kinder, durch den Fluss führen. Ich weiss nicht wie, aber Gott kann es. Und so hat sie ganz auf Gott vertrauen. Sie hat zu der Sulan gesagt, Sulan, wir gehen da über den Fluss hier. Aber innerlich ist die wieder völlig am Boden gewesen. Sie hat wieder zu Gott gesagt, ich kann nicht mehr, ich bin nicht. Herr, aber du bist alles. Sie hat wirklich zu Gott gefleht, zu ihm gebetet. Und in dem Moment, plötzlich, da steht ein chinesischer Offizier bei ihr. Sagt, hallo, was machen Sie da? Ja, ich bin Gladys und ich muss dann mit meinen Kindern über den Fluss ziehen. Und er sagt, ja, wieso gehen Sie denn nicht einfach? Woher kommen Sie überhaupt her? Sie hat erzählt von den Bergen und so. Und sie hat gesagt, ja, wie kommen wir denn über den Fluss? Sie hat gar kein Boot und nichts. So haben sie noch ein bisschen hin und her diskutiert, miteinander geredet. Und dann irgendwann sagt der Offizier, also wir überlassen Sie sicher nicht die Japaner. Warten Sie einen Moment, ich besorge Ihnen ein Boot. Und er hat den Pfiff losgelassen. Und plötzlich schauen sie rüber. Und tatsächlich, an am Fluss, kommen die Leute und fangen an, das Boot loszubinden. Die IWD und Sulan, die haben sich noch anschauen. Sie haben gewusst, wer das war. Gott hat eingegriffen. Gott hat Rettung geschenkt. Ja? Gott kommt nie zu spät. Er hilft. Und so ist jedes Kind, oder sind alle Kinder mit dem Boot ans andere Ufer übergefahren worden. Und schlussendlich ist auch Gladys ins Boot gesessen und ist ans andere Ufer übergegangen oder gefahren. Gott hat sie gerettet. Ja, er hilft. Er hilft immer. In allen Schwierigkeiten kann er helfen. Und darum auch du, sag Gott seine Not. Red viel mit ihm. Das ist das, was er auch möchte. Mit dir Gemeinschaft oder mit dir eine Beziehung haben. Dass du mit ihm reden kannst. So sind also alle Kinder auf die sichere Seite vom Fluss gekommen. Dort weiter hat es wieder ein Dorf gehabt. Sie sind dort hergekommen und die Leute sind natürlich gerade alle aus den Häusern rausgeströmt, schauen, wer da kommt. Und die haben die Kinder so mit Freude aufgenommen. Ihre Häuser haben sie aufgenommen. Sie haben ihnen zu essen gegeben, sie haben für sie gesorgt, sie haben sie verpflegt, sie haben ihnen zugelassen. Die Kinder hatten so viel zu erzählen gehabt. Die ganze Wanderung da über die Berge, jetzt hat die Rettung über den Fluss. Vielleicht haben die einen oder anderen sogar von Mose erzählt, wo auch die Rettung von Gott erlebt haben. Und ja, so haben sie dort ein paar Tage wirklich ausruhen. Aber ich habe schon gesagt, das Dorf oder die andere Seite des Flusses ist noch nicht das Ziel. So haben sie weiter dort. Aber es hat eine gute Nachricht gegeben. Und zwar, sie haben nämlich von dort nicht zu Fuß weitergehen, sondern es hat tatsächlich eine Eisenbahn gegeben. Der Zug ist von dort, von dieser Ortschaft gefahren. Vielleicht haben sie gedacht, er fährt jetzt gerade bis auf Siam, bis ins Ziel, bis dort, wo sie her müssen.
So sind sie alle voller Freude in den Zug eingestiegen und sind so losgefahren. Aber das nächste Problem ist schon bald gekommen. Der Zug ist doch nicht bis auf Sion gefahren, sondern ein bisschen später, ich weiss jetzt nicht viel, einfach ein bisschen später, hat der Zug wieder angehalten und es hat geheißen, bis dahin geht er und nicht weiter. Es ist Krieg vorne dran, es ist viel zu gefährlich, der Zug kann nicht weiterfahren, unmöglich. Der Herr ist wieder angestanden. Sind wir wieder am gleichen Punkt. Vor ihnen hat es nämlich wieder hohe Berge gegeben und sie haben gewusst, einmal mehr müssen sie über Berge. Wahrscheinlich war der Weg im Tal unten eben zu gefährlich wegen den Japanern. Sie sind eben doch noch nicht in Sicherheit gewesen. Und so haben sie auch jetzt wieder keine andere Wahl gehabt, als über die Berge wieder zu laufen. Wieder raufzugehen, weil sie nicht, wie die Kinder reagiert haben. Wahrscheinlich hat niemand grosse Freude gehabt. Und doch haben sie ja gleich alle gerettet werden und das Heim, das Waisenhaus erreichen. Und sie haben das Erlebnis mit Gott auch dabei. Sie haben gewusst, Gott ist bei ihnen. Er verlässt sie nicht. Was er sagt, das trifft ein. Auf ihn kann man sich verlassen. Ja, und so sind sie nochmal 3 Tage, nicht mehr 12 wie vorher, aber gleich noch 3 Tage unterwegs gewesen. Wieder einen schwierigen, gefährlichen Weg über die Berge nie. Aber sie haben es dann geschafft. Sie sind runter in eine neue Stadt gekommen und dort hat es wieder einen Zug gehabt. Aber dort hat es von Anfang an geheißen, nein, auch da, es fährt kein Zug. Es fährt kein Zug bis auf Sion. Aber David hat gesagt, wir können nicht mehr, wir mögen nicht mehr, wir müssen irgendwie in das Waisenhaus kommen. Gibt es wirklich keine Lösung? Da sagt der Beamte, der Angestellte dort von der Bahn, ja, es gibt schon eine Lösung, es fährt so ein Kohlenzug, fährt noch weiter. Aber das ist gefährlich auf dem Zug und da würde ich keine Garantie übernehmen, dass nichts passiert. Aber David hat gesagt, das ist unsere Rettung, wir müssen den Zug nehmen. Und auch von den Kindern, da hat niemand ein Erstklasse-Abteil, das schön bequem sitzen kann. Nein, Hauptsache auf den Zug und wir müssen nicht mehr laufen. Und die Kinder sind so müde gewesen, dass sie auf dem Zug dann auch sofort eingeschlafen sind und gar nicht gemerkt haben, wie unbequem das es eigentlich war. Ja, und so sind sie die ganze Reise noch weitergefahren, bis auf das Sion, bis in das Waisenhaus. Und nach über 3 Wochen Reise haben sie es tatsächlich geschafft. Sie haben das Haus erreicht. Und auch dort sind sie ganz herzlich aufgenommen worden. Haben das Essen bekommen, sind wieder einmal gewaschen worden. Und sie haben sich einfach nur gefreut, dass sie da sind. Aber weißt du, was David als erstes machen wollte? Sie hat die Kinder zusammengetrommelt und gesagt, komm, wir wollen Gott loben. Wir wollen ihm danken, dass er uns daher geführt hat, dass er uns gerettet hat. Wir wollen ihm danken, dass er uns nicht verlassen hat. Ja, der Herr ist wirklich der gute und wunderbare Retter. Und auch der Hirt. Wie der Hirt für die Geschäfte sorgt, so sorgt Gott für seine Kinder. Und alle, die ihm vertrauen, alle, die ihm glauben, das sind seine Kinder. Und wenn du auch dazugehörst und du hast wissen, Gott ist wie auch dein Hirt, der für dich sorgt, der für dich schaut. Und der Psalm, den ich vorher gelesen habe, oder der einzige Vers aus dem Psalm, der Psalm 23, der ist ja gar nicht lang, der hat ja nur 6 Vers. Lies euch den mal daheim durch, Psalm 23, die 6 Verse, wo genau das heisst, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln oder mir wird nichts fehlen. Der Herr ist wirklich der Hirte von denen, die ihn glauben. Und er möchte, dass auch du wirklich an ihn glauben, dass du ihn finden kannst. Wenn du ihn noch nicht gefunden hast, dann lass dich von ihm finden. Vertraue ihm ganz. Er hat sein Leben für dich gegeben, damit du Vergebung und ewiges Leben kannst bekommen. Und auch so mit deinem Leben eben kannst du ans Ziel kommen und für immer und ewig darfst du Jesus sein. Gladys oder David mit ihren Kindern hat das Ziel, das Waisenhaus erreicht. Aber im Leben geht es eigentlich darum, dass wir das Ziel erreichen können und bei Gott, beim lebendigen Gott dürfen sein. Und das wünsche ich mir für dich, für mich, dass wir mal für immer eben bei ihm sein. Und Gott sagt, er verspricht es in der Bibel, dass das so wird sein für alle die ihm glauben. Wollen wir doch noch miteinander beten zum Abschluss. Herr, wir danken dir für die eindrückliche und spannende Geschichte von der Gladys. Und einfach, wenn wir gesehen haben, wie du rettest, wie du durchdrehst, wie du hilfst, wir danken dir. Und danke vor allem, dass du heute noch genau der gleiche bist, wie du früher. Und dass wir uns einfach auf dich verlassen dürfen, dass wir dir vertrauen können.
Wir danken dir, Herr. Amen. Und wir möchten jetzt auch miteinander das Lied noch singen. Auf Jesus will ich schauen. Auf ihn, der Herr und Retter. Ja, das war schon der letzte Teil der Geschichte. Jetzt haben wir ihn 5-mal hören, wie wunderbar dass Gott Gladys, oder wie sie nachher geheißen hat, IWD geführt hat. Und das darfst auch du und ich und wir alle in unserem Leben wissen. Wenn wir Gott vertrauen, dann macht er es immer gut. Und jetzt haben wir noch wieder ein Quiz für euch vorbereitet. Ja, ich mache jetzt gerade die erste Frage. Schau du dafür sorgen. Danke. Die erste Frage ist, was hat IWD gemacht, wenn ihre Kinder keine Kraft mehr hatten? A. Sie hat gesagt, die Kinder sollen einfach weiterlaufen. B. Sie hat angefangen zu singen. Oder C. Sie ist richtig hässlich geworden. Und jetzt zu der zweiten Frage. Was verspricht Gott im Psalm 23? A. Er ist auf dem Berg. B. Er ist im Himmel. C. Er ist immer da. Genau. Und noch die dritte und letzte Frage ist, mit welcher Geschichte aus der Bibel hat IWD neuen Mut bekommen? Antwort A ist mit der Geschichte von Mose und dem Volk Israel. Antwort B ist mit der Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und Antwort C ist mit der Geschichte von Elia in den Höhlen. Und auch das Mal haben wir wieder ganz einen coolen Preis verlosen für den, der alle Fragen richtig hat. Irina, willst du mal zeigen, was es gibt? Hey, mehr feine Oreo. Genau. Und ich weiss nicht, ob ihr das schon wisst, aber das ist unsere allerletzte Kindersendung, die wir machen. Und das, wenn wir 3 im Boot gebührig führen.
Und darum würde ich sagen, ab ins Wasser. Wir haben uns einen guten Schwung verdient. Bis gleich. Nathalie, Rina, kommen da, es ist so schön im Wasser. Let's go! Yeah! Irina! Ah, jetzt haben wir kein... So schön! Ja! Aber jetzt hast du es richtig verdient. Hey, weißt du? Hey, und wisst ihr, was cool ist? Es ist noch nicht die allerletzte Sendung. Okay, ich meine, es ist die letzte Sendung mit Lieder und mit Geschichte. Aber wir haben noch etwas ganz Cooles geplant. Nämlich... Blubberserie! Genau, das ist eine Serie, wo alle so Sachen vorkommen wie da. Das Panzler nass. Und wir sagen Sachen falsch. Und es gibt Witze und Sachen, die umgekehrt sind. Einfach eine lustige Sendung zum Schluss. Okay, das ist definitiv super. Ich will Ja, unbedingt schauen. Hey, bis dann! Bis dann!